Ja, hallo Leute, es ist wieder der Lower Coach. Law, the Law of Attraction. Das Naturgesetz der Anziehung. Vielen Menschen ist gar nicht klar, dass das ein Naturgesetz ist, das Gesetz der Anziehung. Es ist nicht ein esoterisches Luftschloss, das irgendwer erfunden hat. Es ist ein Naturgesetz, so wie das Gesetz der Erdanziehung ein Naturgesetz ist, so ist das Gesetz der Anziehung auch ein Naturgesetz. Das besagt, der Bewusstseinsinhalt, du ziehst deinen Bewusstseinsinhalt an. Deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen sind magnetisch. Du ziehst die Ereignisse an, du ziehst die Dinge an, die dir in deinem Alltag begegnen. Übernehme Verantwortung für dein Alltagserleben, denn du ziehst es an mit deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe die Überzeugung, weil mir das und das passiert ist, dann ist das falsch. Du hattest zuerst eine Überzeugung und deine Alltagsrealität spiegelt deine Überzeugung und dann ist deine Überzeugung natürlich noch stärker. Du sagst, ja, aber die Realität ist ja so. Dabei ist deine Überzeugung so. Änderst du deine Überzeugung, dann verändert sich die Realität. Die Realität ist nichts Fixes da außen. Du selbst erschaffst deine persönliche Realität. Veränderst du dich, dann verändert sich deine Realität. Vielen Menschen ist das gar nicht klar. Du bist der Schöpfer deiner persönlichen Realität. Du erschaffst mit deinen eigenen, völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Woran viele Menschen scheitern, die sich irgendwelche Ziele gesetzt haben und seit Jahren haben sie die Ziele nicht erreicht. Zum Beispiel willst du seit Jahren gesund werden und schmerzfrei werden und schaffst es schon seit Jahren nicht. Seit Jahren suchst du einen Partner und findest keinen Partner. Seit Jahren willst du ein neues Business aufbauen und schaffst es nicht. Seit Jahren willst du in Urlaub fahren und schaffst es nicht. Seit Jahren willst du dir ein neues Auto kaufen und schaffst es nicht. Seit Jahren willst du dir ein Haus kaufen und schaffst es nicht. Seit Jahren willst du dir super neue Lederjacke kaufen und schaffst es nicht. Du selbst hast den Graben gegraben zwischen deinem Ist-Zustand und zwischen deinem Ziel. Du selbst bist der verhindert, dass du deine Ziele erreichst. Solange du das nicht erkennst und anderen die Schuld gibst, die Gesellschaft ist schuld, und die Frauen sind schuld und die Männer sind schuld und die Politik ist schuld und mein Vater ist schuld und meine Mutter ist schuld und meine Kinder sind schuld und meine Großeltern sind schuld, meine Freunde sind schuld, meine Feinde sind schuld. Solange du nicht die Eigenverantwortung übernimmst für deinen Bewusstseinsinhalt und kreativ dich veränderst, neue Überzeugungen annimmst, solange wird sich wenig verändern in deinem Leben. Es liegt an dir selbst, ich kann dir das nicht oft genug sagen. Der Grund, warum Menschen die Dinge nicht erreichen, die sie sich als Ziel gesetzt haben, ist ganz einfach. Sie sind mit ihrem Ist-Zustand unglücklich. Es gibt da diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Und ich sage dir, Freude am Weg ist das Ziel.
wenn du, wenn du im Jetzt, wenn du es im Jetzt nicht schaffst, Freude zu generieren, dann wirst du deine Ziele nicht erreichen. Denn warum setzt du dir Ziele? Warum willst du ein neues Auto? Warum willst du einen Partner? Warum willst du ein Business? Weil du glaubst, dass du dich dann besser fühlst als jetzt. Aber der Schlüssel, um all deine Ziele zu erreichen, ist, dass du Gründe findest, warum du dich schon jetzt gut fühlen kannst. Glücklich sein am Weg ist das Ziel. Finde Gründe, warum du bereits jetzt glücklich sein kannst. Finde irgendetwas. Du bist am Leben, du kannst glücklich sein, weil du am Leben bist. Es gibt Menschen, die viel schlimmere Krankheiten haben. Du kannst glücklich sein, dass doch vieles funktioniert an deinem Körper. Du atmest. Manche Menschen müssen künstlich beatmet werden. Schau auf irgendetwas, wofür du im Jetzt dankbar sein kannst. Du musst jetzt versuchen, Glück zu generieren. Finde irgendetwas. Schau deine Kinder, schau dein Haustier, schau die Sonne scheint. Finde irgendetwas, das dich jetzt glücklich macht und halte dieses Glücklichsein. Dieses Dankbarsein, dass du ein Bett hast zum Schlafen, dankbar sein, dass du ein Gewand hast zum Anziehen, dankbar sein, dass du fließend Wasser in der Wohnung hast, dankbar sein, dass du vielleicht sogar eine Heizung hast, dass du nicht frierst im Winter. Viele Gründe, wofür du jetzt dankbar sein kannst. Der Grund, warum du deine Ziele nicht erreicht hast, ist, weil du jetzt dir irgendwann angeeignet hast, dass du unglücklich bist. Du glaubst, du musst unglücklich sein, dann erreichst du deine Ziele. Genau das Gegenteil ist der Fall. Du musst jetzt glücklich sein, umso offener bist du für deine Ziele, umso glücklicher du dich im Jetzt fühlst, umso näher bist du deinem Ziel, und dein wahres Ziel ist ja glücklich sein. Du willst das Auto in deiner Garage, weil du glaubst, dass du dann glücklicher bist. Du willst den Partner an deiner Seite, weil du glaubst, dass du dann glücklicher bist. Du willst Erfolg im Beruf, weil du glaubst, dass du dich dann glücklicher fühlst. Aber der Schlüssel zu deinen Erfolgen ist, dass du jetzt Gründe findest, um glücklich zu sein. Dein wahres Ziel ist glücklich sein. Wenn du das einmal erkannt hast, dein Ziel ist jetzt glücklich zu sein. Finde Gründe, um jetzt glücklich zu sein, und alle deine Träume kommen zu dir, alle deine Ziele kommen zu dir. Der Schlüssel ist, dass du jetzt glücklich bist. Gerne helfe ich dir dabei, Gründe zu finden, warum du jetzt glücklich sein kannst. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne. Ciao.